schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute gibt es noch ein Jellyprint-Video. Das letzte Mal haben wir ja diese genialen Prints hier gemacht. Und ich habe mir dann schon so ein bisschen angefangen ausdenken, was möchte ich gerne für mein Journal auf der Vorderseite und auf der Rückseite und so weiter. Und bin so da ein bisschen so auf meine Lieblingsprints gekommen. Und dann habe ich aber gedacht, hey, wenn man jetzt das Journal mit der wenn man jetzt die Buchseite aus Stoff macht, dann möchte ich nicht einfach so einen ganz normalen Stoff, sondern wie wäre es denn, wenn man auch Stoff bedrucken mit Schildprint? Und dann habe ich gedacht, ja, man könnte ja mal im Internet schauen, ob es da irgendwelche Tutorials gibt. Und dann habe ich gedacht, nein, keine Lust. Ich probiere es einfach selber aus. Klar, vielleicht hätte man sich noch irgendwie ein paar Tipps holen können oder so. Aber ich habe gefunden, hey, nein, ich will jetzt einfach da mal drauf losprobieren. Das ist doch das, was am meisten Spass macht. Also, fort mit dem Zeug. Ein bisschen möchte ich mich da ein bisschen an die Farben, die ich dann möchte im Journal auch benutzen, ein bisschen anlehnen. Also darum werden es wieder ein bisschen ähnliche Farben. Und ja, ich habe mir parat gemacht. Wieder von diesen Schablonen. Das Mal ist es die kleinere Version, weil es ja dann zum Teil so schmale Streifen soll geben. Ich habe hier einfach ein Leintuch, das ich aus der Brockenstube habe, in so Streifen gerissen, mal ein bisschen breitere, mal ein bisschen schmälere. Und ja, wenn jetzt das so den Buchrücken gibt, oder, dann ja, wäre das vielleicht gut, wenn es da ein bisschen kleinere Buchstaben drauf hat. Ich weiss es doch auch nicht. Wir machen einfach mal. Ich habe wieder die grosse Platte, ich habe die kleine Platte parat gemacht, ich habe noch ein bisschen Papier parat gemacht, vielleicht geht das dann ein bisschen besser zum Andrücken. Ich weiss es auch nicht, ich weiss es nicht. Ich mache jetzt einfach mal. He? Einfach machen. Nicht lange studieren. Schauen, ob ich im Bild bin überhaupt da mit meiner Geschichte. Aber ich glaube, es kommt gut. So. Und dann fangen wir doch einfach mal mit irgendetwas an. Ah. Oh. Ich probiere jetzt einfach mal das abzunehmen. Keine Ahnung. Einfach probieren. Oh. So, also was denke ich, was passiert, wenn ich das jetzt abziehe? Ich denke, dass ich da ein bisschen Farbe drauf habe. Und vor allem aber auf der Schälplatte ein schönes Muster. Und da wird ganz viel Weiss noch durchdrücken.
Keine Ahnung. Das ist meine Vermutung. Ich weiß auch nicht, was mit dem Stoff wird passieren, wenn man ihn mehrmals überdruckt. Wenn ich jetzt nur den Hintergrund mache und nachher dann, mit einem Muster noch drauf komme, wird er dann zu dick? Ist er dann... Keine Ahnung. So, nein, schau mal. Wow. Oh. Oha, würden meine Jungs jetzt sagen. Ja. Ja, 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 ja. Es kommt schon ein bisschen weiss unten vorne. Ein bisschen. Okay. Ja, gut, das ist auch noch recht witzig. Okay. Gut. Gut. Ich habe natürlich da jetzt ein Muster drauf. Und witzig wäre, wenn wir das jetzt mit einem Papier abnehmen würden. Weil das Muster ist ja nachher sicher nicht so auffällig auf dem. Ich glaube, ich muss dann noch mehr Papier holen. Das nimmt mich jetzt mega Wunder. Ich gehe jetzt hier, glaube mit einer... Soll ich mit einer leuchtigen Farbe, mit einer hellen, leuchtigen Farbe oder mit einer dunklen? Keine Ahnung. Das habe ich glaube noch nie gebraucht. Neonblau. Ist das Neon? Wir werden es feststellen. Doch, könnten wir jetzt noch ein bisschen so machen. So. Und jetzt einfach mal probieren, ob das so ein schönes Stoffmuster gibt. Und da einfach mal alles mitnehmen. Wir nehmen einfach alles mit. Haha! Hey, cool! Jetzt habe ich da natürlich auch wieder das blöde Zeugs dran, aber... Oh mein Gott! Das ist ja recht cool! Yeah, ich freue mich schon! So, mal schauen, was hier passiert. Ja, nicht viel. Nicht viel. Und da... Oh. Ja, da auch nicht so viel. Ja, ein bisschen. Aber man sieht es jetzt recht schlecht, weil die Farbkombo nicht ideal ist. Aber so ein bisschen von dem Stoffmuster würde man sehen, theoretisch. Aber ja, gut. Machen wir noch ein paar.
Ja, der hat es jetzt nicht ganz drauf genommen. He? Probieren wir nochmal, ob er jetzt kommt. Es nimmt es einfach nicht ganz. Wieso nicht? Oh. Oh, das ist aber cool. Okay. Ja, gut. Also. Oh, das ist schon passiert. Ja, ein bisschen. Also, es ist immer nicht ganz, haben wir gemerkt. Dann nehme ich jetzt den Rest mit dem Papier drauf und dann können wir wieder frisch anfangen. So, also wie man sieht, war da noch einiges auf dieser Platte drauf an Material. Und jetzt sieht man auch die Struktur gut. Oh. Jetzt sieht man auch die Struktur vom Stoff gut. Ja, gefällt mir. Ha, mega cool. Super. Mega cool. Mega. Oh, ich finde das schön. Ist das cool. Ja, und da sieht man nicht viel. So, das heisst, jetzt das wird nicht mehr vom Stoff weggenommen werden, so wie ich das jetzt gemerkt habe. Das heisst, ich nehme das wieder mit einem Blatt Papier weg. Oh. Ja. So. So, mal schauen, das gibt jetzt ein rechtes Farbchaos, glaube ich. Mal schauen, ob da irgendetwas gut rausgekommen ist dabei. Okay, ja. Naja. Naja. Jetzt nicht übermäßig, hä? Es ist ein bisschen zu chaotisch, ja. Also geht nicht. Geht in dem Fall nicht. Müssen wir anders lösen. Da, dann können wir jetzt noch das da. Ja. So, also das immer mit einem Papier abnehmen. Oder natürlich putzen. Ich könnte es natürlich auch einfach mit einem Papier wegputzen. Aber ich glaube, wir machen es mit Papier. So, weil das finde ich schon noch ziemlich interessant. Und das könnte coole Hintergründe geben.
Von dem her alles easy. Ja, 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 ja. Wieso nicht? Wieso hat sie das nicht richtig genommen? Sehr, sehr schade. Ist es schon irgendwie zu trocken gewesen, oder ist die Farbe nicht gut genug? Das ist ja genial. Schön. So hätte ich es gerne auf dem Stoff gehabt. Ja, man kann nicht alles haben. Wieso ist echt das jetzt viel mehr drauf gekommen, oder das? Oder das schon trockener war? Keine Ahnung. Wow. Oh, mega krass. Das ist komplett verschwommen. Aha, das ist gut gekommen. Das ist gut gekommen. Das ist aber wieder sehr interessant, finde ich. Das ist jetzt halt sehr hell, das Grau. Das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade ideal gewesen. Aber ja, wieso nicht? Ja, theoretisch. Theoretisch wäre es gegangen. Super, haben wir wieder das ganze Geheu drauf. Es wäre gegangen, wenn jetzt das Grau wenn es ein bisschen dunkler wäre, das Silber. Oh, okay. Fest drücken. Fest drücken. Ist jetzt gerade die Devise. Vielleicht. Naja. Das soll jetzt noch weg. Ja, okay. So, und das ist nur noch, um ein bisschen Farbe drauf zu tun, damit es auch nicht ganz weiss ist. So. Und da auch. Voilà. Fertig. Jetzt schauen wir uns mal
noch geschwind alles an. Vielleicht muss ich da zuerst mal schnell ein bisschen Platz schaffen. So, also das wäre die Ausbeute von unseren Stöffli und ich bin, ich bin schon zufrieden. Ich bin, so mäßig, muss ich sagen. Ein paar Sachen sind mir wirklich gut gelungen, ein paar Sachen sind ein bisschen in die Hose, aber hey, ich habe ohne Tutorial alles selber ausprobiert, dann ist klar, wird nicht jedes Stück ein Masterpiece. So, ich glaube, ich sage gar nicht allzu viel dazu. Ich sage eher vielleicht ein bisschen etwas, was ich mir vorstellen könnte als Buchrücken für unser Journal. Da bin ich jetzt nicht total begeistert davon, aber doch eigentlich von der Farbe her. Nein, eher nicht. Ja, ich weiß es nicht. Das finde ich noch recht cool. Schade ist, dass es hier in der Mitte keine Farbe bekommen hat. Da hat man noch einmal drüber stempeln. Sonst finde ich eigentlich das recht gut. Das gefällt mir auch ziemlich gut. Ich finde das ziemlich witzig mit dem, was da das Fadenknost gestempelt hat. Passt aber irgendwie nicht im Moment gerade so zu unserem Journal. Und da hat man auch noch einmal mit einer durchsichtigen Farbe drüber, damit das hier nicht weiss ist rundherum. Aber sonst finde ich das eigentlich auch noch recht okay. Das hier, ja, das sind so ein bisschen, war auch so ein bisschen zum Ausprobieren gewesen und also zum Restchen Farbe noch aufnehmen. Aber das ist eigentlich auch noch hübsch geworden. Das finde ich cool. Sehr schade finde ich, dass da wirklich einfach das Dunkelblau nicht angenommen hat, nicht so gut wie da. Da bin ich gerade, das war eines der ersten und ich war so begeistert und habe gedacht, jetzt wird alles so. Und dann kommt es so raus. Das ist ein bisschen schade. Was haben wir als nächstes? Das hier. Da bin ich recht erstaunt darüber, dass das so stark angenommen hat. Das Muster finde ich jetzt nicht der Oberhammer. Und da hinten ist das Muster zwar irgendwie lustig, aber auch nicht der Oberhammer. Und das ist eigentlich noch cool, aber das ist halt jetzt einfach ein bisschen zu klein für diesen Platz Stoff. Andererseits, wenn wir jetzt hier ein bisschen abschneiden würden, dann ist es einfach schade, dass es hier einen weißen Strich hat. Aber sonst. Oder das als separates Teil. Okay. Da wieder genau gleich. Mega schade, dass es da nicht, wenn das alles so geworden wäre. Hey, weißt du, wie cool. Oh, mega schön. Und da das Muster ein bisschen mäßig. Was haben wir da? Das finde ich eigentlich recht genial. Das Lustige ist, dass das da noch drauf ist. Das ist von diesen Buchstaben, die Farbe, die hier drauf geblieben ist, hat es mir hier gerade übertragen auf das. Es ist so ein bisschen abblättert und jetzt ist das auch grün und finde ich, passt mega gut zu dem und zu dem. Also von dem her finde ich das eigentlich noch recht lustig. Das hier ist wieder so ein Fötzeli, sage ich jetzt mal, wo ich da ganz viele Rändchen noch drauf genommen habe. Aber es sieht eigentlich auch noch recht cool aus. Und das ist natürlich genial geworden. So, das hier finde ich auch sehr gut. Zuerst war ich nicht zufrieden, dass ich mit dem das Gelbe abgenommen habe, die gelben Buchstaben. Aber schlussendlich finde ich jetzt eigentlich, sieht es noch recht cool aus. So, was haben wir? Da sind wir noch nicht, glaube ich. Das hier, ja, das ist doch ein bisschen speziell geworden, weil mir da der ganze Stoff verkrügelt ist beim Drauflegen. Hat aber auch noch recht eine coole Struktur gegeben. Und das, ja, hat es ein bisschen besser dürfen nehmen. Das finde ich recht genial.
Das ist so leuchtig und so cool. Das war eine gute Entscheidung auf das, wo das Silbrige nicht so schön abgedruckt hat, nachher dann das Dunkelblaue drauf zu stempeln. Da bin ich froh, habe ich es gemacht. Ja, und da, naja, hat es leider halt auch nicht so gut genommen, aber macht gar nichts, finde ich. Passt alles gut zusammen. Der Streifen gefällt mir, glaube ich, bis jetzt am besten. Das, ja, ist so ein bisschen mässig. Hätte man noch ein bisschen mehr dürfen, so Stempelsachen drauf machen irgendwie. Das finde ich auch noch recht cool. Passt irgendwie alles super zusammen, finde ich. Obwohl es hier natürlich viel, viel knalliger ist, als hier. Aber ist okay, ich bin zufrieden. Und der Streifen gefällt mir auch extrem gut. Ein bisschen schade, dass es mir da nicht ganz genommen hat, aber macht nichts. Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen als Buchrücken. So zum Beispiel. Ja. Wir werden es sehen, Ups. Ich glaube, das wird dann noch ganz eine schwierige Entscheidung. Was, dass ich da nehme von diesen wunderbaren Stöfflis. Ich habe es auf jeden Fall mega cool gefunden. Es hat auch Spass gemacht, da ein bisschen rauszutüfteln und ein bisschen rauszufinden. Und ich bin mir sicher, dass wir mit dem irgendetwas Cooles zustande bringen. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen gegen oben oder lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!